Hallo zusammen, du ist der Chris oder der Cletus. Crown Cletus besser gesagt. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Ich habe mich jetzt relativ lange nicht gemeldet. Wieso, das schauen wir uns später schnell an. Was wir jetzt uns hier anschauen, neben Nemesis gerade, ist der Crown Python, der Laser ist auch dabei. Und sie sind hier in einer Lobby gelandet, wo glaube ich nicht alles sauber zu und her ist gegangen. Wir werden es noch ein bisschen detaillierter anschauen. Er spielt mit der Model und das ist auch wiederum ein gutes Gameplay, das eigentlich zeigt, wieso dass man mit der Model häufig schon chancenlos eigentlich ist. Und es von dem her schon extrem schwierig ist, mit dieser Waffe eigentlich einen guten Score herzulegen. Darum Respekt an alle, die es probieren und die es dann auch schaffen. Und für die anderen heisst es halt einfach üben. Ich weiss nicht, wird mir das Vergnügen dann vielleicht auch mal noch geben. Aber was wir jetzt uns zuerst mal geben, ist hier folgende Situation. Ihr seht, der Python läuft ein bisschen rum, ein bisschen am Suchen, wo sind die Gegner, läuft ein bisschen durch. Und jetzt ist oben drauf einer, der ihn abschießt. Spickt ihn auf, wie blöd. Das schauen wir uns doch nur gerade mal schnell Killcam an. Ihr seht, der hat ihn abkassiert. Jetzt, was ist da genau abgegangen? Ist noch ein bisschen Theatermodus-Skills. Da oben sitzt der Typ. Schießt ein bisschen. Es sieht fast aus, als hätte er den Pumper genommen, aber dieser, man sieht es ja, er fliegt weit und knallt dann durch den Hingen am Boden. Also das ist eine absolute Frechheit, das habe ich noch nie gesehen. Und ich bin fast ein bisschen gewillt zu sagen, der Typ, der ihn hier abschießt, der Python, dass der auch schon irgendetwas Unsauberes am Laufen hat. Oder dass in dieser Lobby irgendetwas unsauber ist, weil... Moment schnell, jetzt schauen wir uns das nochmal geschwind an. Der Python kommt unten zu laufen mit seiner schnittigen Model, wird von oben angeschossen. Zack! Und es ist eben noch eigenartig, dass der mit der Bombe auch gleichzeitig noch geschossen hat. I don't know, Wirklich ganz eine komische Sache. Nur eines, das ist Killcam, So der JC, was auch immer. Ein bekackter Name, anyway. Also, er ist ein bisschen verwirrt, zieht weiter und so. Und ich ziehe jetzt auch weiter, weil ja mir überlegt, wie sieht es eigentlich aus mit dem MW3-Status? Ich habe jetzt auch schon länger für meine Verhältnisse nicht mehr gespielt. Zieht nicht das rein. Zieht nicht das rein, hey! Habt ihr diese Map, Carbon, schon mal aus dieser Perspektive gesehen? Alle nicht, Man kann ja nicht einmal so weit rauffliegen, wenn man irgendwie mit der freien Kamera rumzieht oder so. Hurenwicker. Und er fliegt und kommt dann auch langsam wieder oben runter. Ist wicked, Eben ja. Status MW3, es gibt Jeans, gewisse gehackte Lobbys, wo einem die ganze Statistik auf Note zurücksetzen. Schaut, wie er runterklatscht. Tack! Scheiße, es gibt Lobbys, wo die Statistiken zurücksetzen. Es gibt scheinbar auch Lobbys, wo man Prestige boosten kann. Es gibt so Lobbys wie hier, wo einfach irgendetwas nicht sauber läuft, wo irgendwie ein bisschen manipuliert, gehackt scheinen zu sein. Es gibt dann mittlerweile auch Spieler, ich habe das auch schon in Videos gesehen, wo einfach der AC 130 Glitch oder der Reaper Glitch oder wie man dem auch immer sagen will, ob es jetzt ein Glitch oder Hack ist, ich wüsste es nicht. Aber dort sieht man dann einfach den Spieler rumfliegen mit dem Laptop in der Hand und anstatt... Also ja, es ist ja eh schon komisch, dass er rumfliegt, aber er kann auch schießen mit AC-Schüssen oder eben mit Reaper-Schüssen und so und das ist voll schräg. Hey, das ist dann unten in der Beschreibung ein Video vom Fistercaf rein, wo man diese Situation sieht. Und ich weiss, dass jetzt einiges schon ist behoben wurde, scheint laut Infinity Ward, aber ich bin nicht ganz sicher, ob sie das Zeug in den Griff bekommen, weil es ist wirklich sehr, sehr abgefahren und auch absolut beschissen natürlich, wenn man so eine Scheiße miterleben muss. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schade, weil es zeigt, dass sie zwar sicher vieles haben korrigiert aus dem MW2, aber da das Spiel auf dem MW2 basiert, es gibt einfach zu viel Crap, wo du irgendwie schlussendlich ausgehebelt werden kann. Und das ist dann ganz grusig. Seht ihr, jetzt hat es noch wieder extrem hingespickt und so bei diesem Kill. Es ist einfach eigenartig, was da abgeht. Und von dem her muss ich sagen, es ist sehr ein trauriger Status, den ich finde, wo das MW3 im Moment drin ist. Die
die Spielkämpfe nicht nur mit Camper und Booster. Ich meine Camper, ich kann mittlerweile in jedem Game, das ich spiele, auch wenn ich nicht viel zocke, ich könnte in jedem Spiel ein Camper-Video daraus machen, weil irgendwann ist so eine bekloppte Made, die einfach irgendeine Ecke rumgegammelt hat und sich dort dermassen einen abschimmelt, dass ich aber fast kotzen kann. Es ist so traurig. Die ganzen FM-Geier und so, das ist schon gar nicht mehr das Thema wert. Und von dem her sind die Spiele eigentlich selten wirklich interessant. Und wenn man auch noch mit so riesen Problemen kämpft, es ist leid, es ist wirklich leid. Und auch eben gerade zu später Stunde werden nicht mehr wirklich viele gute Games gefunden. Hat wieder damit zu tun, dass sie das regionale Matchmaking wieder haben angepasst. Und dort sind sie ja ständig immer wieder ein bisschen am Hin und Her spielen. Und ja, verstehe ich einfach schon nicht, wieso dass sie dort nicht ein optimales Setup finden und wieso dass sie nicht wie in jedem Projekt einfach mal eine Liste herhaben mit Problemen und das probieren zu lösen. Weil es scheint einfach viel mehr ein Flickwerk zu sein, wo man mal hier etwas löst und das führt dann wieder zu anderen Problemen dort und so läuft man eigentlich immer wieder Hunger am Schwanz hinten nachher und probiert sich dort reinzubeissen. Und die sich am Schluss selber fast ins Pad oder in den Tisch oder in den Bildschirm beißen, das sind dann einfach die Spieler, die es einfach spüren. Und das ist schon ein bisschen bedenklich. Also ich bin sehr gespannt, wie sie dann in Black Ops 2 dem begegnen. Und ja, habt ihr gesehen, was er jetzt hier abgeschossen hat? Huere krass. Ja. Anyway, eben, ich bin gespannt, wie sie dann mit Black Ops 2 begegnen, wie sie dann schlussendlich das Ganze handhaben. Und ich finde es sehr lustig im Moment, es gibt x Kommentatoren Call of Duty, die schon jenste Black Ops 2 Info- und Gerüchte-Videos rausdrücken. Und klar, das eine oder andere schaue ich dort auch rein, aber ich muss einfach sagen, hey, es geht noch so lange, bis es rauskommt. Es sind bisher nur Gerüchte. Bis zur E3, die riesige Game-Messe, die ja immer im Mai, Juni passiert, wird es keine richtigen Infos geben. Und dann werden sie das Game sicher präsentieren, wird man etwas sehen und dann kann man anfangen Text, aber vorher sind alles nur Annahmen. Es gibt riesige Listen und alles, die irgendwie zeigen Veränderungen, was da so kommt. Und ich glaube, das ist Bullshit. Weil was auf denen steht, das ist in meinen Augen komplett für den Arsch zum Teilweise. Und darum hat das eigentlich erfunden, hat das ein bisschen publik gemacht, ein bisschen Umlauf gebracht. Und wie eine YouTube-Community oder allgemein das Internet ist, wie ein Moloch, wo das Zeug einfach einsaugt und dann so weit wie möglich und an so vielen Orten wie möglich ausspuckt. Ja. Was soll's? Ich meine, man kann gespannt sein, wie gesagt, und es lohnt sich in meinen Augen nicht, dort über etwas zu texten, wo es eigentlich noch nicht bringt. Wo einfach wirklich nur Gerüchte sind, ja. Gut. Das ist zur MW3-Situation, zu meiner persönlichen Situation. Es hat ja Zeiten gegeben, wo ich mehrere Videos, auch wenn die nicht kilometerlang oder stundenlang waren, pro Tag gepusht. Und im Moment bin ich froh, wenn ich vielleicht 2, 3 in der Woche machen kann. Und das hat einfach schlicht und simpel der Grund, ich mache das gerne auf YouTube, ich bin gerne am Zocken, gerne mit den Crowns unterwegs. Aber es ist halt prioritätenmässig schon nach dem Job und dem restlichen Privatleben angesiedelt. Und ich denke, das ist auch verständlich und absolut sinnvoll, weil wenn man das höher priorisieren würde, ja, ich weiß nicht. Wenn ich vielleicht mit YouTube mein Geld verdiene, dann wäre es vielleicht ein Thema. Oder wenn ich ein richtiger Obernerd bin, der sonst kein Real Life hat, dann vielleicht auch. Aber das ist beides nicht der Fall. Und darum eben, ja, investiere einfach die Zeit, die ich kann. Und mache es dann auch gerne. Dann ist es eben auch kein Müssen. Und für euch hier vielleicht noch einen besseren Einblick zu geben. Ich habe ja gesagt, dass ich einen neuen Job habe, eine neue Funktion in der gleichen Firma als Projektmanager. Und das klingt immer abgefahrener, als es eigentlich ist, weil schlussendlich schaue ich eigentlich nur, dass Person A mit der Person B redet und dass es vorwärts geht und ein bisschen schauen, was wenn gemacht wird. Aber das ist nicht so eine Hexerei. Die grösste Problematik, die ich jetzt erlebe, ist einfach, dass die Firma ist weltweit. Es sind dort, keine Ahnung, 100'000 Leute, die in dieser arbeiten. Und ich weiss nicht, ob der Asterix und Obelix kennt. Es gibt dort eine Folge, wo sie so verschiedene Herausforderungen, Wettbewerbe machen müssen. Und in einem laufen sie eben so im Regierungsgebäude
Und bekommen dann den Brief und müssen in Raum 43 und dort bekommen sie die Weisung, dass im Stock 3, Raum 98 wiederum eine Information vorhanden ist, wo sie dann einen Zettel finden im Raum 21, im Stock 31, wo sie müssen unterschreiben. Und ihr seht, das ist alles ein bisschen verwirrlich und sie werden dort hin und her gescheucht. Und so ist es eigentlich je nachdem in einer Firma auch, die so viele Mitarbeiter hat. Darum ist es sehr aufwendig, die Leute zu koordinieren. Zum Teil bekommt man gar keine Antwort. Vor allem gerade aus Ländern, die vielleicht ein bisschen anders gewöhnt sind, zu arbeiten mit Fiesta oder was auch immer in diesen eher südländlichen Gebieten halt schon eher noch ein bisschen gechillter gemacht wird, was ich auch nicht schlechter finde. Aber wenn das Kundenhauptquartier halt europäisch ist, dann wird aber schon ein bisschen Druck aufgelegt. Und ja, darum muss ich doch ein bisschen zusammen koordinieren und ein bisschen machen und tun. Und das kann zum Teil sehr aufwendig werden. Was übelst aufwendig ist das Projekt, das ich betreue, ist auch weltweit verteilt. Das heisst, in den Morgenstunden schaue ich mit dem asiatischen Raum, Australien und so, dass es dort vorwärts geht. Der Tag durch arbeite ich dann mit Europa und Afrika. Und am Oben ist dann Amerika, Kanada dort eigentlich angesagt. Und wenn es dann in allen 3 Gebieten im Moment nicht so gut läuft, dann ist eigentlich eine lange Arbeitszeit garantiert. Und ja, also ich bin dann am Oben schon ein bisschen durch, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe. Im Vergleich zu Leuten, die wirklich etwas arbeiten, ist die ganze Hirnarbeit oder so aber schon auch ein bisschen anstrengend. Naja, das ist halt einfach die Situation und darum habe ich dann auch nicht immer Lust, noch gross zu zocken, mich dort vielleicht ein bisschen zu nerven oder grosse Zeit halt mehr um die Commentaries zu kümmern. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das. Und ich garantiere, es wird weiterhin Zeug kommen. Es wird vielleicht auch ein bisschen mehr kommen, wenn auch wieder ein bisschen mehr läuft. Ich sehe halt auch, es ist jetzt der Frühling, schöneres Wetter und so, da ist man auch gerne draussen. Naja, das war ein bisschen random getextet von Chris oder Cletus, wie ihr wisst. Abgefahren, letzter Kill und so, das war ganz allein die Hacker-Lobby. Schönen zusammen.